Wir sind eigentlich schon mitten in diesem Thema drin jetzt mit dem Kreuz, oder? Mega spannend. Und das Ziel von dieser Serie ist ja wirklich, dass wir das Kreuz, was da passiert ist, immer mehr und immer tiefer verstehen können. Weil ich glaube, auch wenn wir das ganze Leben darüber nachdenken, es gibt immer wieder neue Facetten zu entdecken oder irgendetwas, wo wir plötzlich im Herzen neu und tiefer angesprochen sind, ein bisschen mehr davon verstehen. Das ist auch mein Wunsch für uns, diese ganze Serie, für unseren Gottesdienst heute, für dich persönlich, für die Leute zu Hause im Livestream, dass wenn wir heute wieder in diese Geschichte vom Kreuz, in diese Story vom Kreuz eintauchen, dass etwas mehr davon, was da passiert ist, unser Herzen trifft und wir dadurch Gott, Jesus, ein Stück tiefer kennenlernen. Wir sind so gestartet, wir haben uns gefragt, ja, wieso braucht es überhaupt das Kreuz? Wir haben uns über Schuld, über Sünde Gedanken gemacht. Wir haben uns gefragt, ja, wieso braucht es einen Erlöser? Wieso reicht es nicht mit unseren eigenen Taten, Werken, Ritualen und so weiter, diesem Gutmenschensein oder was es sonst noch für Erlösungswege gibt oder was Menschen für Erlösungswege einschlagen. Wir haben letzten Sonntag gehört vom Kreuz, das auch wie ein Altar ist, aber ein Altar, der nach außen gerichtet ist. Und wir gehen heute hinein in einen Text, wieder in den Römerbrief, im Römer Kapitel 5. Wir machen es heute aber mal umgekehrt als normal. Wir lesen nicht zuerst den Text und hören dann, was das alles bedeutet oder eine Auslegung dazu, sondern wir bereiten zuerst den Boden vor, machen uns einige Gedanken und gehen dann in den Text hinein. Und wir starten eigentlich mit dieser Frage, die Menschen heute oft bewegt. Wieso passt das brutale Kreuz zu einem liebenden Gott? Wieso ist das nötig, dass Gott seinen Sohn quasi abschlachten lässt? Vielleicht habt ihr auch schon so Fragen bewegt oder gehört. Hat denn Gott nicht eigentlich die Macht, dass er einfach so vergeben könnte? Ist ja allmächtig, oder? Oder untersteht Gott irgendwie so einer höheren Gesetzmäßigkeit, der er verpflichtet ist, dass er jetzt irgendwie Sühne erwirken muss? Da wollen wir heute zusammen eintauchen. Es ist eine Geschichte von Gnade, von Barmherzigkeit, von Versöhnung, vielleicht auch von Gericht. Hat viel mit Liebe zu tun. Und das ist eine sehr spannende Frage, die nicht nur Christen bewegt, sondern auch sonst Menschen in der Welt. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Timothy Keller, ein Gemeindegründer in New York. Und er hat da Gemeinde gegründet in einem Umfeld, das absolut unchristlich ist, also wo es viele Religionen gibt, viele Menschen, die sagen, ich glaube an gar keinen Gott oder irgendwie Agnostiker und was es auch immer sonst noch gibt. Und er sagt, warum musste Jesus sterben? Ist eine Frage, die ich in New York viel öfter gehört habe als die Frage, gibt es Gott? Vielleicht kennt ihr diese Frage auch. Ist Gott irgendwie, ich weiß auch nicht, so wie man es von diesen Stammesreligionen kennt, irgendwie so ein blutrünstiger Gott, den man besänftigen muss mit Opfern, damit er endlich wieder zufrieden ist irgendwie? Oder was passiert denn da eigentlich? Was passiert da? Es gibt sogar Theologen, die sagen, was da am Kreuz passiert ist, wenn das wirklich stimmen würde, das wäre eigentlich ein kosmischer Kindsmissbrauch. Ich weiß nicht, wie ihr darüber nachdenkt. Wir denken heute über diese Frage nach. Warum musste Jesus am Kreuz sterben? Das ist nicht einfach eine völlig brutale Geschichte. Und, schon mal vorweg, es ist eine Geschichte, wirklich eine Geschichte mit Zorn, Gewalt, Gericht. Es ist aber auch eine Geschichte von unglaublicher Gnade, Liebe und Barmherzigkeit. Wir machen uns heute ein paar Gedanken dazu, bis wir dann in den Text einsteigen und wir starten an diesem Punkt. Gott stellt sich uns vor in seinem Wort als ein Gott, der absolut gerecht ist. Es gibt ganz viele Bibelstellen dazu. Eines, das mir ganz gut gefällt, ist im Psalm 145. Da heißt es, der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen. Und ich habe mir gedacht, haben letztes Mal schon einen Psalm auswendig gelernt. Wir können heute auch einen Psalm auswendig lernen. Das eignet sich jetzt gut. Lesen wir es mal zusammen. Okay? Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen. Und das finde ich schon recht krass, oder? Gerecht in allen seinen Wegen. Nicht mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Oder den mit den schönen Nasen, dort ist es wichtiger und bei den anderen weniger. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mega froh, dass wir einen Gott haben, der gerecht ist. Weil stellen wir uns mal vor, dass es anders wäre.
Egal, ob wir jetzt christlich sind oder unchristlich oder gar nichts glauben, was auch immer. Stellen wir uns mal vor, es gäbe Gott wirklich, aber es wäre ein ungerechter Gott. Er wäre tatsächlich ungerecht. Ich meine, das Klügste, was wir machen könnten, wäre, dass wir irgendwie versuchen, diesem ungerechten Gott diesen irgendwie gnädig zu stimmen, oder? Dass wir uns auf unsere Seite holen oder wir versuchen, uns zu verstecken und abzuhauen. Aber es ist so wie mit der Schwerkraft. Es spielt dann keine Rolle, ob ich glaube, dass es diesen Gott gibt oder nicht. Weil wenn es ihn gibt, dann funktioniert der. Du kannst auch nicht auf die Klippe zulaufen und ein bisschen weiter und denken, ja, ich glaube halt nicht an die Schwerkraft, oder? Wenn Gott ungerecht wäre, müssten wir uns mit einem ungerechten Gott auseinandersetzen. Und ich bin so froh, dass Gott ein gerechter Gott ist, oder? Wir wissen, woran wir sind. Und dann lesen wir in der Bibel, dass Gott uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat, uns Menschen. Und wenn wir jetzt einfach mal nachdenken, ohne groß zu theologisieren, können wahrscheinlich die meisten zustimmen, dass dass jeder Mensch irgendwo so ein Gerechtigkeitsempfinden auch in sich drin hat. Dass es uns eigentlich wichtig ist, dass die Sachen gerecht zu und her gehen. Dass es uns nicht gleichgültig lässt, wenn Ungerechtigkeiten passieren. Also wir machen mal so ein Gedankenexperiment. Ich weiß nicht, wie das für euch wäre. Stellt euch mal vor, wie es zu und her geht in dieser Welt. Wenn wir jetzt so denken würden, gut, es gibt es da irgendwo Kinder in Bangladesch, die müssen halt, statt dass sie in die Schule gehen, in der Kleiderfabrik arbeiten. Die haben halt ein bisschen Pech gehabt. Oder statt dass sie in die Schule gehen können, müssen sie auf der Straße für die betteln um Essen. Ja, das Leben hat es halt nicht so gut gemeint, ist eigentlich nicht so schlimm. Oder dann gibt es hier so Despoten. Russland greift Ukraine an und schießt Bomben in Städte und Menschen sterben, die mit dem Ganzen gar nichts zu tun haben. Ja, die haben halt ein bisschen die besseren Raketen. Oder da ist irgendwie ein Mann, der ein Mädchen vergewaltigt. Survival of the fittest. So ist es halt. Oder merkt ihr, wie etwas nicht stimmt? Das ist völlig absurd. Uns ist sofort klar, das geht gar nicht. Da muss Gerechtigkeit her. Also ich könnte mir vorstellen, eigentlich jeder Mensch, außer es ist schon abgestumpft, aber jeder Mensch hat so dieses Gerechtigkeitsempfinden in sich drin und merkt, wenn etwas nicht stimmt, dann muss Gerechtigkeit kommen. Da muss irgendetwas passieren, damit die Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Wenn da Schuld vorhanden ist, kann man nicht einfach so sagen, ja, ist nicht so schlimm und dann ist schon wieder alles gut. Sondern irgendwie muss es kommen, dass wieder Gerechtigkeit herrscht. Und wenn wir jetzt einen Schritt weiter denken, wir wünschen uns Gerechtigkeit und Gerechtigkeit kann hergestellt werden, indem die Schuld bezahlt wird. Nehmen wir an, ihr habt einen Sohn, der ist gerade 18 geworden und fährt dein Auto statt um die Kurve in den Baum. Schaden 8.000 Franken. Jetzt kannst du schon sagen, ja, ist nicht so schlimm, aber der Schaden, der bleibt. Jemand muss für diesen Schaden bezahlen, oder? Und erst dann ist wieder Gerechtigkeit. Entweder dein Sohn bezahlt oder du bezahlst selber. Vielleicht hast du eine gute Versicherung. Aber dann, wenn der Schaden bezahlt ist, das Auto wieder fahren kann, dann ist gut. Dann ist Genüge getan. Dann ist Gerechtigkeit wiederhergestellt. Dann ist der Schaden beglichen. Aber die Schuld, die löst sich nicht einfach in Luft auf. Das gehört zur Gerechtigkeit dazu, oder? Und jetzt ist es bei einem Auto einfach, das kann man zahlen, aber es gibt ja viele Dinge, die sind nicht materiell. Wenn zum Beispiel jemand dir deinen guten Ruf wegnimmt oder sonst einen Schaden zufügt, eine Chance wegnimmt, einen Teil der Freiheit wegnimmt, kann man nicht einfach mit Geld aufwiegen. Aber irgendwie ist eine Schuld da, die beglichen werden muss. Also da kann eigentlich jeder Mensch würde das bestätigen, also meistens sind wir ja dann so, wenn ich jemandem etwas antue, dann ist es vielleicht nicht so schlimm, dann kann man darüber hinwegschauen. Wenn jemand mir etwas antut, da muss Gerechtigkeit dann schon kommen, oder? Das ist dann schon sehr wichtig, oder? Das ist dann plötzlich ganz klar. Und wenn wir in die Welt schauen, ist das etwas, das ist so tief in uns verankert. Ich glaube, in uns allen Menschen. Also wir haben an Neujahr war ja diese Katastrophe in Crans-Montana. Und das war ja wirklich etwas sehr Bewegendes. Und viele Menschen haben sich so solidarisch gezeigt. Das fand ich auch sehr schön. Aber wenn ich heute in der Zeitung lese, ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber wir lesen nur noch, wer ist schuld. Ist jetzt der Barbetreiber schuld? Sind die Angestellten, haben es die? Oder die Behörden, die Kontrolleure? Oder der Baumarkt?
Das sind die Themen, die heute die Menschen noch bewegen. Und wenn man der Schuldige gefunden ist, dann die Frage, wie kann man das jetzt wieder aufwiegen? Und jetzt könnte man sagen, ja gut, es gibt verschiedene Wege. Wie kann man jetzt diese Schuld begleichen? Optimal, sagen wir mal, es ist ein gewisses Rechtssystem da. Ihr denkt mit, wir sind am Boden vorbereiten, oder? Es ist ein gewisses Rechtssystem da, das sagt, das ist die Schuld, so kann es beglichen werden und jetzt wird es bezahlt. Der Richter entscheidet und dann kommt ein gerechtes Urteil. Im Alten Testament wurde dieser Dynamik Auge um Auge, Zahn um Zahn genannt. Oder? Das ist eigentlich, war in der damaligen Zeit recht fortschrittlich, dass Gleiches mit Gleichem bezahlt wurde. Nicht einfach die Mächtigen gut davonkamen und die nicht so mächtig waren, die mussten sowieso immer für alles bezahlen. Eine andere Reaktion, die aber auch heute sehr häufig ist, dass wir selber Vergeltung üben wollen. Dass wir selber losziehen und sagen, ich stehe jetzt hin und will diese Schuld für mich einfordern. Oft begleitet auch von Gefühlen, von Emotionen im Affekt, oder? Ein kleines Beispiel, der andere sagt mir etwas Verletzendes. Dann zahle ich es ihm dann heim, dann gehe ich und sag ihm etwas, das vielleicht verletzt, aber doppelt so viel, oder? Dann habe ich es ihm zurückgezahlt. Für mich ist dann die Schuld beglichen, aber der andere, oder? Ihr merkt, das, was dann beginnt. So eine Spirale, die immer schlimmer wird, immer mehr hinabzieht. Also eigentlich, das ist ganz logisch, so diese, entweder gibt es ein gerechtes Gericht oder wir wählen einen Weg der Vergeltung und der hat immer sehr negative Auswirkungen. Es macht mein eigenes Herz kaputt. Böses wird zu Bösem, kommt noch mehr Böses dazu und am Schluss gibt es nur harte Herzen und niemand ist glücklich, niemand ist zufrieden. Also, wir haben ein paar Gedanken gemacht. Gott ist ein Gott, der Gerechtigkeit will, der Unrecht nicht einfach stehen lassen kann, nicht stehen lassen will. Und wenn die Bibel davon redet, redet sie oft vom Zorn von Gott, dass Gott etwas verfolgt, eifrig, bis Gerechtigkeit wiederhergestellt ist. Und jetzt nehmen wir noch einen weiteren Gedanken dazu. Jetzt stellt sich Gott uns in der Bibel nicht nur als ein Gott der Gerechtigkeit vor, sondern er stellt sich uns auch als ein Gott der Liebe vor. Und ich wage jetzt mal eine steile These. Wäre Gott ohne Zorn und ohne Gericht, dann würde er auch nicht lieben. Für viele Menschen ist das ein Gegensatz. Meine These, wäre Gott ohne Zorn und ohne Gericht, würde er auch nicht lieben. Ich habe ein Zitat dabei von Karl Barth, ein Theologe aus Basel, und er hat maßgeblich mitgewirkt an einer Erklärung, die dazu geführt hat, dass die Kirche in der Zeit von Hitler, von dem Nationalsozialismus, sich dagegen gestellt hat, gegen diese Gewalt, gegen diesen Despoten. Und er formuliert das Ganze so: Begegnet uns Gott nicht eifrig, eifersüchtig, zornig, dann begegnet er uns überhaupt nicht. Dann ist der Mensch faktisch sich selbst überlassen. Gott wäre dann vollkommen gleichgültig. Wir machen dazu auch ein kleines Gedankenexperiment. Stell dir vor, du liegst gemütlich in deinem Bett zu Hause um Mitternacht und bist am Schlafen. Plötzlich kommt ein Einbrecher herein. Kommt in dein Zimmer, du zückst das Telefon, willst irgendwie die Polizei rufen und in dem Moment nimmt er seine Knarre, schießt auf dich, das Projektil geht durch den Wirbelkanal und zerstört alle Nervenstrukturen. Der Einbrecher nimmt all deinen Besitz, ist dann mega reich, haut ab, wird von der Polizei nicht geschnappt und sitzt jetzt auf einer schönen Karibikinsel und genießt das Leben. Nehmen wir an, du bleibst zurück, querschnittgelähmt, völlig verarmt. Und Gott sagt dazu, ja, das ist nicht so schlimm und wendet sich anderen Dingen zu. Er wäre völlig gleichgültig. Würdest du dann sagen, ja, der liebt mich? Wäre es nicht genau umgekehrt? Die dich lieben, würden sich für dich einsetzen.
Die würden Gerechtigkeit einfordern. Die würden sagen, verfolgt diesen Einbrecher, man muss den erwischen, den Besitz zurückholen und wenigstens irgendwie so gut es geht wieder Genüge dem Ganzen geben. Das wäre doch Liebe, oder? Gleichgültigkeit auf jeden Fall nicht. Das bedeutet, wenn die Bibel vom Zorn von Gott schreibt, dann ist nicht ein menschlicher Zorn gemeint, oder? Gefühle und dann wird man verrückt und macht irgendetwas, das dann noch schlimmer ist als das, was passiert ist. Sondern die Bibel beschreibt Gottes Zorn so, dass er eigentlich der Schuld, dem Bösen nachgeht, bis wieder Gerechtigkeit herrscht. Dass er eifrig ist, um wieder diese Gerechtigkeit herzustellen. Und man könnte sagen, das passiert nicht einfach aus seinem irgendwo Gedanken, sondern aus Liebe zum Opfer. Dass er diesem Verbrecher nachgeht, bis wieder Gerechtigkeit herrscht. Oder? Da wären wir ja sehr froh. Der weiß nämlich, wo diese Karibikinsel ist. So weiter. Da können wir Gott bitten. Soll er mal eingreifen und etwas wirken? Die Bibel schreibt Gottes Zorn als langsam. Gott ist langsam zum Zorn. Aber das ist dann sehr gezielt gegen das Böse und verfolgt das Böse, bis er es findet. Und jetzt sind wir ja im Römerbrief unterwegs und im Römerbrief wird dieses Vorgang vom Zorn aufgegriffen. Römer 1, Vers 18. Dort lesen wir, denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Also Gottes Zorn kommt, geht diesem Einbrecher nach, diesen bösen Despoten nach und so weiter. Und vielleicht sind wir an der Stelle, wo wir sagen, doch, wir sind eigentlich dankbar. Wir sind dankbar, dass sich Gott um die Opfer kümmert, dass Gott diese Dinge verfolgt, dass Gott einmal für Gerechtigkeit sorgen wird, auch wenn es irdische Gerichte nicht vollständig können. Vielleicht haben wir aber auch Angst, dass Gott Schuld und Böses verfolgt, bis Gerechtigkeit wiederhergestellt ist. Weil wir merken, dass es nicht nur die anderen sind, sondern dass es auch uns betrifft. Es gibt einen bekannten russischen Schriftsteller, Alexander Solschenizyn heißt er, der hat in einem Werk herausgearbeitet und dargestellt, wie das stalinistische Regime systematisch Massenmorde begangen hat, Völkermord begangen hat. Er hat über dieses böse Regime geschrieben. Und in seinem Werk kommt er dann zu folgender Aussage, zu folgendem Schluss. Aber der Strich, der das Gute vom Bösen trennt, durchkreuzt das Herz eines jeden Menschen. Der Strich geht durch unser eigenes Leben hindurch. Und in Römer 2, Vers 5 bis 6 beschreibt das Paulus dann so, er redet da zu den Menschen, zum Menschen ganz allgemein, nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf, für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinem Werk. Das heißt, es ist einfach, über den Räuber auf der Karibikinsel und die bösen Despoten nachzudenken. Aber es ist nicht so einfach, über das eigene Herz nachzudenken, weil wir merken, auch da gibt es Böses im eigenen Leben. Ich bin nicht nur Opfer, ich bin auch Täter. Und Gott geht diesen bösen Dingen nach, bis Gerechtigkeit, Genügsamkeit getan ist, bis sie aus der Welt geschafft sind, bis sie weg sind. Das betrifft ja auch mich. Und jetzt zu einem letzten Gedanken, bevor wir dann in diesen Predigtext hineingehen, um den Boden vorzubereiten. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir haben einen Gott, der Gerechtigkeit will. Er ist nicht einem höheren Gesetz unterordnet. Er will Gerechtigkeit schaffen. Nicht zuletzt, weil er uns liebt. Aber wir sind nicht nur Opfer, wir sind auch Täter.
Sogar wenn Gott zornig ist, liebt er seine Geschöpfe, die auch Täter sind, die Verursacher von dieser Schuld und von diesem Schmerz sind. Man könnte eigentlich sagen, Gott hat ein riesiges Dilemma. Wie macht er jetzt das? Einerseits will er das Ungerechte aus der Welt schaffen, das uns Menschen betrifft, und andererseits liebt er uns über alles. Es gibt einen spannenden Abschnitt im Hosea, wo Gott zu seinem Volk spricht, wo wir genauso diese Herausforderung sehen. Da heißt es, aber mein Volk bleibt verstrickt in der Abkehr von mir. Dann etwas später, wie sollte ich dich ausliefern, Israel? Mein Herz kehrt sich um in mir. Ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Nicht ausführen will ich die Glut meines Zornes. Man spürt so richtig, eigentlich braucht es Strafe, eigentlich muss das Böse weg. Aber Gott will sein Volk nicht einfach wegmachen. Gott will uns Menschen nicht einfach wegmachen. Eigentlich ein großes Dilemma. Und an dieser Stelle sagt ihr vielleicht, ja okay, gut, Gerechtigkeit, Schuld muss bezahlt werden, da kann ich folgen. Aber die Bibel spricht ja auch von der Vergebung. Wie ist das denn mit der Vergebung? Und genau hier kommen wir noch einen guten Schritt weiter. Vergebung bedeutet immer durchleiden. Manchmal sagen Leute, vergeben bedeutet, ja, vergib einfach, dann ist es wieder gut. Aber Vergebung bedeutet immer viel Leid. Wir machen uns soeben als dieser letzte Schritt, diese Bodenbereitung, diesen Gedanken über Vergebung. Vergebung bedeutet, ich erkenne an, dass eine Schuld da ist. Vergebung kann sonst nicht, also man kann nicht etwas vergeben, das gar nicht ist. Also Schuld wird anerkannt, das ist wichtig bei Vergebung. Der andere hat mein Auto geschrottet, jetzt muss bezahlt werden. Dann, der zweite Schritt von Vergebung bedeutet, die Gerechtigkeit oder der Schaden, der bezahlt werden ist, fordere ich nicht mehr vom anderen, sondern ich entscheide mich, dass ich den Schaden selbst trage. Das bedeutet Vergebung, dass ich mich entscheide, den Schaden selbst zu tragen. Und das kostet mich etwas. 8.000 Franken fürs Auto oder was auch immer die Kosten sind. Aber es ist nie gratis, nie leicht. Vergebung kostet immer etwas. Also ich verzichte bewusst darauf, den anderen zahlen zu lassen. Und es gibt eigentlich zwei typische Auswirkungen von diesem Weg der Vergebung. Der erste ist, dass ich sogar doppelt leide. Wenn wir vergeben, leiden wir doppelt, weil zuerst leide ich, weil mir eine Verletzung zugefügt wurde, oder? Und dann leide ich nochmals, weil ich den ganzen Schaden auf mich nehme. Also Vergebung wird durchlitten. Und interessanterweise passiert aber bei Vergebung noch etwas anderes. Und da ist sich die Bibel übrigens einig mit moderner Psychologie, nämlich dass Vergebung in Freiheit führt. Dass Vergebung hilft, loszulassen. Dass Vergebung ermöglicht, dass das Leben wieder aufblühen kann. Also quasi durch Leiden von Vergebung kommt neue Freiheit. Durch das Leid kommen wir wieder zum Leben. Durch den Schmerz, durch die teuren Kosten ist neues Leben, könnte man fast sagen, Auferstehung möglich. Und einfach um kurz die Klammer aufzumachen, ein paar Mythen über Vergebung. Manchmal denken Leute wirklich, Vergebung ist einfach, aber das ist wirklich falsch. Vergebung kostet immer etwas und deshalb ist manchmal auch ein gewisser Prozess, braucht Zeit, weil man sich überlegen muss, wie man mit diesen Kosten umgeht. Ein zweiter Mythos, manchmal sagen Leute, vergeben bedeutet vergessen. Und auch das ist falsch. Gott kann das. Gott sagt, wenn er uns vergibt, schmeißt er unsere Sünden ins tiefste Meer. Der allwissende Gott entscheidet sich zu vergessen, sogar das kann er. Können wir nicht ganz verstehen, oder? Aber für uns ist das anders. Bei uns bleiben manchmal Narben zurück, Erlebnisse bleiben zurück. Aber Vergebung kann dann helfen, dass die Wunde heilen kann, dass der Schmerz weggeht, dass ich zurückschaue und trotzdem ein Gefühl von Frieden irgendwie da ist über der ganzen Geschichte, dass vielleicht gewisse Erinnerungen auch verblassen, das kann sein. Vergeben bedeutet, ich sage, ich nehme die Schuld auf mich quasi. Ich trage die Kosten dafür. Bedeutet nicht vergessen. Und ein dritter Mythos, manchmal denken wir, vergeben bedeutet schweigen. Auch das ist falsch.
Geben kann trotzdem bedeuten, dass ich dem anderen sage, dass etwas schiefgelaufen ist, dass ich den anderen darauf aufmerksam mache, dass er mich verletzt hat und nicht in einer Art und Weise, dass ich jetzt einfordere, oder? Ich habe ja die Schuld auf mich genommen. Ich sage das dem anderen dann nicht, dass er es mir trotzdem zurückbezahlt oder irgendwie so, sondern um ihm einfach zu zeigen, dass es verletzend war, dass es vielleicht nicht noch einmal passiert oder dass er die Möglichkeit hat, etwas daraus zu lernen oder dass er, wenn er will, aus eigenen Stücken es wieder gut machen kann. Also vergeben bedeutet auch nicht schweigen. Das ist eine kurze Klammerbemerkung. Jetzt kommen wir zu diesem Text. In diesem Text geht es ums Kreuz von Jesus, logischerweise. Römer 5. Und an diesem Text kommt jetzt all diese Dinge, über die wir nachgedacht haben, alles kommt am Kreuz zusammen. Weil Gott uns Menschen so sehr liebt, kam er selbst in diese Welt. Und der allmächtige Gott lebte vollkommen gerecht. Als gerechter Gott und Mensch lebte er hier. Und dann nahm er all die Kosten für unsere Schuld, für unsere Vergehen, für unsere Sünden, für unser Böses. All das nahm er auf sich selbst. Damit lenkte er, man könnte sagen, Gott lenkte seinen eigenen Zorn auf sich. Und Jesus durchleidet die Strafe für die Sünde. Das Gericht wurde tatsächlich gesprochen und es ist absolut hart. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal gehört in den vergangenen Predigen. Der Lohn für die Sünde, die Folge, das logische, gerechte Gericht ist der Tod. Und Jesus, weil er nicht nur Mensch war, sondern Gott, vollkommen gerecht, heilig, konnte er all unsere Schuld auf sich nehmen und diese Strafe bezahlen. Also am Kreuz sehen wir, wie Gott 100% gerecht ist. Das Gericht wird ausgeführt. Der Zorn kommt zu einem Ende. Ihm wird Genüge getan. Und am Kreuz sehen wir gleichzeitig die unendliche Liebe von Gott, dass er an unserer Stelle diese Strafe auf sich nimmt, diese Kosten der Vergebung durchleidet. Deshalb können wir auch sagen, ja, es braucht das Kreuz, weil es ist Schaden da, es ist Schuld da. Man kann nicht einfach sagen, ja, es ist einfach weg, es ist einfach vergeben. Es wird durchlitten, es ist wirklich eine Schuld da, für die bezahlt werden muss. Und dazu lesen wir jetzt in Römer 5, ab Vers 6. Da heißt es, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, noch zum damaligen Zeitpunkt für Gottlose gestorben. Kraftlos meint zum Zeitpunkt, als wir noch ohne Gott gelebt haben, als wir ihn noch nicht kannten. Das war sehr kraftlos. Zum damaligen Zeitpunkt ist er schon für uns gestorben. Hat also sich bewusst für den Weg der Vergebung entschieden. Er wusste nicht, wie wir darauf reagieren. Kann ja sein, dass wir sagen, hey, danke Jesus. Aber kann auch sein, dass es uns egal ist. Aber er hat sich entschieden, den Weg der Vergebung zu gehen. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Ja, vielleicht fürs eigene Kind sind wir bereit, unser Leben zu opfern. Aber irgendwann hat es dann schnell Grenzen, oder? Würden wir auch sterben für einen Feind, für einen Gegner? Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Er hat also die Strafe vollkommen bezahlt. Und Paulus sagt nun, wer das glaubt, wer sich daran festhält, wer sich nicht an eigenen Werken festhält, wer nicht den eigenen Erlösungsweg sucht, sondern den von Jesus, der hat Jesus angenommen. Der hat Christus geglaubt, der ist ein Christ. Und zu diesen Christen schreibt er nun weiter, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn
gerettet werden. Durch das Blut von Jesus, durch die Strafe, die er erlitten hat, ist kein Zorn mehr da. Wird Gott das nicht weiter verfolgen müssen? Die Schuld ist vollständig beglichen. Das ist eigentlich vollkommen logisch. An anderer Stelle heißt es, dass Jesus den Schuldschein, der uns betrifft, ans Kreuz genagelt hat. Dort wurden all diese Schuldscheine bezahlt. Dann im Vers 10. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Also Jesus durchlitt die Kosten der Vergebung und er ist auferstanden. Er ist zum Leben durchgedrungen. Und Paulus sagt jetzt, wenn wir so mit Jesus verbunden sind und ihm unsere Schuld abgeben, sind wir dann auch in seiner Auferstehung mit ihm verbunden und dürfen auch zu diesem Leben kommen, das aufblüht. Und ich weiß nicht, wie viel wir wirklich davon verstehen, was da passiert ist an diesem Kreuz, oder? Aber wenn wir darüber nachdenken, können wir nur ins Jubeln, ins Staunen kommen, Gott rühmen und ihm dankbar sein. Vers 11 heißt es dann, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt Versöhnung empfangen haben. Wir sind mit dieser Frage gestartet. Passt das brutale Kreuz zu einem liebenden Gott? Ich würde sagen, es passt nicht nur, sondern das Kreuz, das brutale Kreuz, das Kreuz von Gericht und Zorn ist sogar Ausdruck von einem liebenden Gott. Dort wird Gottes Liebe sichtbar. Es gehört zusammen. Das Kreuz ist nicht irgendein kosmischer Kindsmissbrauch oder ein Vater, der seinen Sohn abschlachtet oder so, sondern es ist Gott selbst, der sich entscheidet, die Kosten für uns Menschen auf sich zu nehmen. Jetzt, was bedeutet das für uns? 2, 3 ganz praktische Gedanken zum Mitnehmen. Im 2. Korinther 5, Vers 19 heißt es, wie denn Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen über Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Gott hat uns Versöhnung geschenkt. Er hat uns mit sich selbst versöhnt. Er hat uns vergeben. Und vielleicht ist das auch ein Moment, wo du sagst, auch für mich könnte es dran sein, jemandem zu vergeben. Wir haben kurz über Vergebung geredet. Gott ermutigt uns, Jesus ermutigt uns, anderen zu vergeben, weil er uns vergeben hat. Weil wir seine unglaubliche Vergebung erlebt haben und weil wir damit seinem Beispiel folgen. Und weil wir die Kraft vom Heiligen Geist haben, das auch zu schaffen, weil er unsere Wunden heilen will. Und weil wir wissen, dass er auch einmal für Gerechtigkeit sorgen wird. So ermutigt er uns zu vergeben. Ich finde mega spannend, Leute, die wirklich viel Leid erfahren haben. Dietrich Bonhoeffer, der war im Gefängnis für seine Überzeugung gegen die Gewalt, gegen das Böse. Er kam im KZ ums Leben, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Und er hat viel über Vergebung geschrieben, oder? Er weiß, was die Kosten sind. Vielleicht noch viel besser als wir alle. Und er schreibt einen persönlichen Brief gegen Ende seines Lebens. Du darfst nie daran zweifeln, dass ich dankbar und froh den Weg gehe, den ich geführt werde. Mein vergangenes Leben ist übervoll von Gottes Güte und über der Schuld steht die vergebende Liebe des Gekreuzigten. Wenn wir seine Schriften lesen, merken wir, dieser Mann konnte seinen Gegnern wirklich vergeben. Und obwohl er äußerlich im Gefängnis sitzt, hat er eine unglaubliche innere Freiheit. Vielleicht legt dir das Gott aufs Herz, wir haben Ministry Time, wenn du froh bist, dass jemand für dich betet und Kraft und Weisheit, dass du hingehen kannst und Vergebung bitten kannst oder jemandem vergeben kannst, wenn das dran ist. Nutz diese Zeit. Das heißt dann weiter im 2. Korinther 5, vielleicht ist das auch für dich heute dran. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott, denn der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Du darfst das für dich dir selber zurufen.
Nimm diese Gerechtigkeit von Gott an. Oder anderen Menschen. Wir dürfen das weitersagen an seiner Stelle, was da Wunderbares passiert ist. Mein Wunsch ist das auch, dass wir so darüber nachdenken, was das auch bedeutet, dass das auch hilft, mit anderen Menschen darüber zu reden. Jeder Mensch hat so ein Gerechtigkeitsempfinden und kann das nachempfinden, dass wenn wir einem Opfer nicht mithilft, dass dann keine Gerechtigkeit, keine Liebe da ist. Vielleicht auch dein Action-Step, Psalm 145, 17 auswendig lernen. Hat noch einen zweiten Teil. Ach komm, lesen wir das zusammen zum Schluss. Okay. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Ist nicht cool, wie das da hier im Alten Testament so zusammenkommt. Gerecht in allen Wegen und gnädig in allen Wegen. Ich will beten. Danke, Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist. Du bist Gott selbst, der heilige Gott, der hierher gekommen ist, zu uns Menschen. Und du hast all diese Schuld gesehen, miterlebt. Auch unsere Schuld, auch unsere Sünde, auch unsere bösen Dinge. Und du hast sie auf dich genommen, Jesus. Und der Zorn Gottes, der gerecht ist, der gut ist, der die Täter, das Böse verfolgt, bis Genügsamkeit getan ist, der hat dich, Jesus, getroffen, als du am Kreuz hingst. Das Gericht wurde gehalten und die Strafe wurde bezahlt. Es war keine einfache Strafe, es hat dich alles gekostet. Mit dir, Jesus, ist nicht nur ein Mensch in den Tod gegangen, sondern Gott selbst wurde vom Menschen hingerichtet. Und du hast geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir können nicht mehr, Jesus, als einfach Danke sagen. Danke, bist du diesen Weg gegangen. Hast du am Kreuz deine Liebe bewiesen. Danke, hast du Gerechtigkeit gebracht, guter Gott. Und gleichzeitig so viel Liebe bewiesen, dass wir, deine Geschöpfe, gerettet sein dürfen und nicht mehr unter dem Zorn stehen müssen. Danke, Jesus. Amen.